Bitcoin, meine Damen und Herren, diese sagenumwobene Kryptowährung steht seit Jahren immer mal wieder im Rampenlicht, allerdings durch unschöne Dinge, wie zum Beispiel Betrugsvorwürfe oder Börsenpleiten oder gar der Verdacht hier auf Geldwäsche oder Terrorfinanzierung. Damit soll jetzt Schluss sein. Das Thema Bitcoin könnte herauskommen aus dem Thema oder aus dieser Schmuddelecke. Und Hintergrund ist, dass die amerikanische Börsenaufsicht SEC darüber nachdenkt, einen entsprechenden ETF zu genehmigen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Daniel Fehring. Er ist FX-Experte von ForexSun.com. Daniel, schön, dass Sie bei uns sind. Vielleicht zunächst einmal eine allgemeine Frage. Was genau ist Bitcoin? Wer hat es erfunden? Ja, Bitcoin ist mehr oder weniger der virtuelle Geldschein, wenn man das so ausdrücken möchte. Und erfunden, wer ihn genau erfunden hat, das ist bis heute noch nicht richtig geklärt. Aber es gibt eine Organisation oder eine Gruppe, eine Interessensgruppe, vielleicht war es auch eine einzelne Person, aber das weiß man nicht so ganz genau. Und sie nennt sich Satoshi Nakamoto, Entschuldigung, wenn ich für den verspreche, aber mit den japanischen Namen, das ist immer ein bisschen schwierig. Nakamoto. Und letzten Endes ist der Bitcoin mehr oder weniger 2008 vorgestellt worden. Und seit 2009 ist er im Umlauf und er hat seitdem eine fulminante Kursentwicklung gemacht und er hat seine ganz besonderen Eigenarten. Aber letzten Endes ist es ein virtueller Geldschein, es ist ein Logarithmus und der ist nicht in Geldbörse zu tragen, obwohl auch von der Terminologie wird das in den Börsenfachkreisen als Wallet genannt. Aber letzten Endes ist es nur ein Logarithmus. Was bedeutet denn das konkret? Wie entsteht jetzt so ein virtueller Geldschein? Wie entsteht so ein Bitcoin? Ja, es gibt das sogenannte Mining, das also quasi, man stellt seinen Rechner zur Verfügung und dadurch kann man, wenn man diesen Rechner zur Verfügung stellt, im allgemeinen Netzwerk, dann wird man belohnt und man kann solche sogenannte Bitcoin kann man dann erzeugen. Das ist aber heutzutage ist es also sehr, sehr aufwendig und technischen Aufwand gesehen. Früher war es noch einfach, da haben sie nur einen einfachen Rechner gehabt, aber da waren noch nicht so viele Bitcoin im Umlauf und es sind auch nicht so viele produziert worden. Heute gibt es einen ganzen Industriezweig, vor allem im asiatischen Bereich oder auch im isländischen Bereich. Da gibt es eine ganze Bitcoin-Fabrik, wo dann viele, viele hundert Server oder Rechner stehen, die also quasi Tag und Nacht diese Bitcoin produzieren. Und dann wird man belohnt, indem man dann eine gewisse Anzahl an Bitcoin bekommt, wenn man diese Rechnerleistung zur Verfügung stellt. Das Ganze ist natürlich für den wie soll man es ausdrücken? Es ist nicht ganz so normal vorzustellen, weil letzten Endes wir tragen alle unsere Geldscheine, noch muss man dazu sagen, unsere Geldscheine im Geldbeutel. Aber hier ist es tatsächlich eine andere Welt geworden, dass mehr oder weniger der Rechner die Arbeit für uns übernimmt und das Geld produziert. Das klingt ja fast so ein bisschen wie, ich drucke mir meine eigenen Geldscheine selber, was ja beim Euro und beim Dollar streng verboten ist. Wer kontrolliert dieses Thema Bitcoin? Ein Mensch. Und das ist der Reiz an der ganzen Sache. Es gibt keine Institution, die also quasi überwacht, die quasi eine Kontrolle übernimmt, die auch eine Lenkung übernimmt. Es ist mehr oder weniger ein freies Netzwerk. Alle sind miteinander verbunden. Es gibt ein sogenanntes Protokoll. Da werden gewisse Dinge aufgezeichnet, das ist schon richtig. Aber der Bitcoin ist absolut anonym. Es kann keiner nachvollziehen, wer einen hat. Da weitergegeben worden ist einmal. Und es ist eine sehr, sehr unabhängige Währung und das ist natürlich auch vielen Institutionen auf dieser Welt ist es natürlich ein Dorn im Auge, das muss man auch dazu sagen, weil sie können nichts mehr kontrollieren, sie können nichts mehr handhaben, sie können nichts mehr lenken und Markt kontrolliert sich einfach von alleine und von selbst. Wie sieht es jetzt aus? Bitcoin, man spricht sehr häufig darüber, ist das die einzige digitale Währung oder gibt es da noch Konkurrenzprodukte? Nein, man hat
Nach dem Bitcoin hat man natürlich vielerlei Ansätze gehabt, dass man noch andere virtuelle Währungen einführt. Es hat sich aber keine bis dato durchgesetzt. Und es gibt zwar viele Parallelwährungen, man spricht von 620, 625 Parallelwährungen. Ich könnte die Namen natürlich nicht aufzählen, das ist ganz klar. Aber letzten Endes sind diese Währungen so klein und auch so wenig im Umlauf, dass man meistens erst den Bitcoin kaufen muss und dann kann man erst in diese andere Währung wieder konvertieren und das ist natürlich nicht sinnvoll und deswegen bleibt man gleich beim Bitcoin. Ja, Angebot und Nachfrage, Herr Fehring, hatten Sie gesagt, bilden den Kurs der Bitcoin. Wie hat sich denn der Kurs entwickelt in den letzten Jahren? Also die Anleger in Bitcoins, die mussten wirklich gute Nerven zeigen. Ursprünglich hat vor einigen Jahren, also vor 4, 5 Jahren, habe ich noch Bitcoin-Preise gesehen um die $8 bis $10 herum. Und es hat sich sehr, sehr stark auf die Oberseite entwickelt und der Bitcoin ist ja jetzt wieder in alle Munde gekommen, weil halt einfach auch der Kurs über die Unze Gold drüber gesprungen ist. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, ist die richtige Wertanlage auf Dauer, ist das unter Umständen der Bitcoin oder ist es das Gold? Das Gold wird täglich abgebaut, aber der Bitcoin kann nur bis zu einem gewissen Maße produziert werden. Ganz kurz noch abschließende Frage. Für wen ist das jetzt eigentlich interessant? Sie sprachen von großen Schwankungen, es ist doch nicht so ganz sicher. Ist das mehr jetzt für den Verbraucher? Sie sprachen eingangs davon, das ist ja der digitale Geldschein. Oder ist es ein spekulatives Anlageobjekt für jemanden, der dieses Risiko eingeht? Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich würde nicht mein ganzes Kapital in den Bitcoin investieren. Aber so 1, 2 Bitcoin zu Hause zu haben oder vielleicht ein paar mehr, je nachdem, was die Geldbörse, das sogenannte Wallet, hergibt, das würde ich schon genießen wollen. Aber es ist prinzipiell so, als Zahlungsmittel ist es im Moment noch nicht gültig, obwohl sehr, sehr große Transaktionen teilweise durchgeführt werden, die natürlich angeprangert werden, teilweise auch im Waffenbereich sind, vielleicht auch im Drogenhandel oder sonst was, weil es halt nicht kontrolliert und nachvollzogen werden kann. Ich würde mir auf die lange Bank, auf jeden Fall ein paar Bitcoins hinlegen, aber ich würde es nicht jetzt in der nächsten Zukunft als Zahlungsmittel sehen. Sagt Daniel Fehring, Währungsexperte von forexsun.com. Dankeschön fürs Interview nach München. Ja, meine Damen und Herren, Bitcoin seit einigen Jahren im Umlauf und momentan so viel wert wie die Feinunze Gold. Und die amerikanische Börsenaufsicht SEC denkt darüber nach, einen entsprechenden ETF zu genehmigen. Danke fürs Zuschauen.